unserem schönen Stellplatz hier in Tverstedt sind wir nachher wieder zurück auf die 597 gefahren, dann aufs 40, weiter rauf Richtung Skagen, was übrigens richtig ausgesprochen Skagen heisst, und nachher hier am Parkplatz in Grenen gelandet. Wir sind jetzt hier am falschen Nordkap sozusagen. Oder das Nordkap von Dänemark? Ja. So falsch ist das nicht. Unser Wohnmobil gerade neben dem Bündner Wohnmobil angestellt. Das heisst, jetzt haben wir schon etwa 4 Schweizer gesehen. Ja. 4 Schweizer. Und jetzt gehen wir mal schauen. Und die haben ein ganz cooles System mit dem Parkautomat. Schnell den Dings abwarten da. Lärm machen. Touri-Traktor. Also man muss mit Kreditkarte, tut man sich quasi anmelden, kommt dann ein Zettel über. Und nachdem der Zettel rausgekommen ist, kann man gehen und kann eigentlich in die ganze Gemeinde kann man dann überall parken. Also in der Gemeinde Grenen und Skagen. Genau. Einen gebührenpflichtigen Parkplatz kann man das benutzen. Und sobald man wieder aus diesen Gemeinden geht, tut man einmal Karten rein und dann tut es quasi Zeit stoppen. Und das ist 11 Kronen pro Stunde. Ja, und auf dem Parkplatz, wo wir jetzt sind, ganz zu oberst oben in Grenen, könnte man auch ab dem 6 Uhr könnte man auch mit dem Wohnmobil übernachten und dann zahlt man wahrscheinlich einen anderen Preis. Aber dann ist man natürlich ein bisschen an einem Hotspot und zahlt dementsprechend wahrscheinlich auch. Ja. Aber da wissen wir halt nicht. Aber jetzt gehen wir mal führen. Jetzt sind wir mal wieder im Touristrom. Das ist mal eine Völkerwanderung. Da könnte ich den ganzen Tag am Strand stehen und schauen und Steine sammeln. So, hast du deine Steinchen? Ich habe jetzt heute den Sack mitgenommen. Da hat noch ganz viel Platz. Aber jetzt sind wir dann gerade da. Was ist jetzt? Nord- und Ostsee. Und da wählen sie so. Und dort vorne wählen sie so. Was passiert einem so, wenn man konzentriert ist auf Fotografieren und nasse Füße über, wenn man mitten im Meer steht? Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ist es eher von da gekommen oder von da. Auf jeden Fall habe ich so viel Wasser und eher von da ist es anscheinend gekommen. Und der eine Fuß ist jetzt so ein bisschen feucht. Ja, no, gehört dazu. Risiko. Tough life. Nein, Leben am Limit. Ja, wenn jetzt das Wetter ein bisschen besser gewesen wäre, hätte man barfuß reinstehen, aber es ist saukalt mit dem Wind und ja, wir wollen nicht warme Füße halten. Nein, das ist kein Stein, das ist ein Käfer. Hui! Nein, so fies! Hat sie gerade weggewendet. Aber wir können doch nicht rüber. Also, nimm. Ja, schau jetzt. Komm. Warmes Ich weiss nicht, ob ich jetzt ihm einen Gefallen da habe. Aber ein Mann, ein Dad, hat gesagt, der sei vom Land, der Käfer, nicht vom Meer. Also habe ich gefunden, ich tue ihn auf die Sanddüne, damit er ein bisschen weniger weit
Mein erster echter Skagen Hotdog. Ist also nicht schlecht. Okay. Mein Fazit zu dieser Wanderung an die Nord- und Ostsee-Zusammentreffung ist sehr schön. Was mir aber fast noch besser gefallen hat, sind die ganz vielen Steine. Das war fast mehr Highlight für mich. Das ist meine Ausbeute. Jetzt fahren wir wieder ab, allerdings nicht mehr auf der Westküste, sondern auf der Ostküste. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Heute fahren wir, glaube ich, noch ein paar Kilometer. Kaum sind wir losgefahren, hat es wieder so richtig angefangen zu regnen. Darum haben wir uns entschieden, an Alborg vorbeizufahren und sind dann schlussendlich auf dem schönen Stellplatz mit einem kleinen Leuchtturm hängen geblieben. Guten Morgen, gerade aufgestanden. Natürlich regnet es. Und ich habe gerade mal wieder das Wetterradar angeschaut. Ich glaube, es regnet in ganz Dänemark nicht, außer bei uns. Les, oder? Das gibt's doch gar nicht. Vorgestern sind wir da oben gewesen, und es hat geregnet. Jetzt sind wir da unten und es regnet. Und wo regnet es? Einfach immer dort, wo wir sind. Ich muss sagen, so langsam nervt es ein bisschen. Ich koche jetzt mal Kaffee. Und dann gehen wir ins Salzmuseum. Und dann müssen wir uns langsam ernsthaft überlegen, ob wir nicht früher auf Deutschland runterfahren wollen, weil ich glaube, im Süden ist es ein bisschen schöner. Ja. Von Tiberön nach Mariager führen ins Salzzentrum ist es überhaupt nicht weit und wir sind schnell da. Jetzt habe ich doch glatt die Sonnenbrille vergessen. Die brauchen wir heute nicht. Wir sind jetzt 7 Kilometer weitergefahren auf Mariager, wenn man das so ausspricht. Und ich weiss jetzt nicht, wie wir recht hinführen. Das nächste Ziel ist hier vorne. Und zwar gehen wir jetzt ins Salzmuseum. Also es gibt sogar ein Bad mit wie viel Prozent? 30, glaube ich. Mit 30% Salzgehalt, wo man könnte drin baden. Also wenn ihr wollt. Badhosen einpacken. Und es ist wie im Toten Meer, glaube ich. Man kann reinlegen und man schwimmt so. Oben auf. Ja. Aber wir haben genug Wasser. Du, jetzt ist einfach die Frage, liegt es am Salz oder am Fettgehalt? Ja, das ist auch noch eine gute Frage.
Käfig rein. To the Bad Cave. Wow. Ah, wir werden durchgeschüttelt. Das ist ja lässig. Ja, jetzt geht es dann los, der Fun Ride. Ja, Privatvorstellung für uns. Ja, mal schauen, wie fun das denn das ist. Zwar auf Dänisch, aber egal. Sollte alles rütteln, hat es geheißen. Jawohl. Darum hast du mir da auch so Man ist angeschnallt. die Spannung steigt. Der Funride ist hinter uns. Wir haben einen Ausflug in die 90er Jahre gemacht. 4:3 und so. Technisch gesehen nicht mehr ganz up to date, aber es war lustig, auch wenn es auf Dänisch war. Und jetzt kommen wir zu unserem Zweifazit. Was meinst du? Ja, die Ausstellung selber habe ich sehr spannend gefunden. Da regnet es auch. Das ist ein Hut da. Ja. Ich habe es spannend gefunden. Es hat einem wieder mal ein bisschen aufgezeigt, dass Salz früher sehr ein wertvolles Gut war und immer noch ist. Ja, ich habe es wirklich noch cool gefunden. Wobei ich muss auch sagen, der Eintrittspreis ist noch recht happig. Also vor allem für das, was man dann überkommt. Ja. Es ist nicht jede Tafel ist dann wirklich auch noch auf Deutsch und so. Und man kommt zwar einen Zettel über, wo einem erklärt, wie man es machen soll und so. Das nützt. Und einen Teil haben wir ja auch schon gekannt, so das Gradierwerk und so. Das sind wir jetzt nicht gross anschauen. Aber ich habe eben noch gut gefunden, langsam kommt man so ein bisschen Zusammenhänge über. Ich meine, die Gradierwerke, wo wir das erste Mal das Gradierwerk gesehen haben, haben wir keine Ahnung, was das ist. Und irgendwie tut sich das so ein bisschen jetzt langsam verknüpfen. Ja, vor allem haben wir das Gefühl, das sei einfach aus gesundheitlichen Gründen. Aber eigentlich war das nicht die Ursprungsidee gewesen, sondern man wollte mit Gradierwerk Salz gewinnen. Und möglichst nicht viel Holzkohle brauchen, also nicht Holzkohle, ja. Holz brauchen. Mit Sonnenwärme. Mit Sonnenwärme und möglichst energieeffizient. Ja, das ist noch. Also wir haben jetzt gezahlt 95 Kronen pro Person. Wie gesagt, nicht ganz ohne. Ja, aber man macht es ja nicht jeden Tag. Und aber ja. Es war gleich noch spannend, einen guten Einblick gegeben. Nicht mit Kind, sehr viel zum Lesen, aber ja. Als Erwachsene ist es doch noch spannend, muss ich also sagen. Ja, und auch, sie haben es wirklich noch gut gemacht, den Gang unten rein, quasi so einen, wie sagt man dem? Ja, die Salzmine war hervorragend. Die war lustig. Die war wirklich lustig. Sehr gut. Ja. Ja. Und jetzt kämpfen wir uns durch den Regen zum Wohnmobil und dann schauen wir, wo es uns hinverschlägt. Allgemeine Richtung Süden. Nächstes Mal gehen wir nach Den Gamlebü. Das ist ein Freilichtmuseum und was wir dort erleben, das seht ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Abonnieren nicht vergessen.